Mann. Der kommt jetzt in meine Fabrik von den Gags, bis die alle Haare aus seinem Kopf weggefallen sind. Aber wer bist denn du? Herzlich willkommen zurück zu der Sendung. Mega cool sind wir wieder da. Und Irina, mega cool bist du da. So das erste Mal in unserem richtigen Studio. Herzlich willkommen. Ja, mega cool, ich Ja. mich mega gegeben. Jetzt bist du wirklich eine von uns. Wir haben noch eins. Irina, wir haben etwas Ja, vorbereitet für dich. Ja. Weil jetzt gehörst du ja wirklich zum Team. Und jedes Teammitglied, Ich bin gespannt. wie du bei uns weißt, hat ein T-Shirt und auch ein Jäckchen, wenn du möchtest. Damit die Kinder auch sehen, dass du jetzt wirklich dazu So Ja, unbedingt. Cool. Unbedingt. Ja. Genau. Und letztes Mal in der Geschichte haben wir hören, dass Gott den Paulus gebraucht hat, um vielen Menschen das Evangelium, die wunderbare Botschaft von Jesus Christus zu erzählen und damit die anderen darauf hören und vertrauen. Und die Geschichte von Paulus die ist jetzt schon fertig. Aber nehmt doch die Geschichte als Vorbild auch für euer Leben. Weil auch ihr dürft wissen, Gott ist immer noch genau der gleiche. Und das darf man in der Bibel immer wieder lesen. Wir möchten jetzt einfach auch in der Bibel aufschlagen und singen dazu das Lied B-I-B-E-L. Stand doch auf dort, wo du bist und sing mit uns. Ja, letztes Mal beim Quiz hat es ja noch eine Zusatzfrage gegeben. Und zwar haben wir ja verschiedene Bildchen oder Emojis eingeblendet. Ihr seht die jetzt auch nochmal. Und ganz viele von euch haben gewusst, um welche Geschichte es geht. Hast du es auch gewusst? Was sicher ist, wir gehen wieder zurück ins Alte Testament, in die Zeit vor Jesus. Und es passieren ähnliche Sachen in dieser Geschichte wie beim Knüsli. Er ist ja auch verschleppt worden. Bist du bereit? Ja, bist du auch schon mal alleine gewesen? Oder hast du dich schon mal so richtig alleine gefühlt? So gerade wie ich jetzt ähnlich. Ich bin nämlich da zwar am Geschichte erzählen, aber ich bin ganz alleine. Der Einzige, der noch da ist der Kamera, der Josh. Josh, kannst du vielleicht mal schnell dafür kommen? Dann kannst du vielleicht gerade mal so ein bisschen in Saal filmen. Da. Und dann sehen die Kinder, dass es wirklich so ist. Der ganze Saal ist leer.
normal, wenn ich da, oder wenn wir ein Programm haben, wenn wir eine Geschichte erzählen, dann ist da voll, ist voller Kind, dann macht das Freude. Aber jetzt haben wir mich einfach alleine gelassen. Ich bin tutsch alleine da. Nur eben der Kameramann, der Josh, er ist noch mit mir, also das Zweite. Aber sonst ist einfach niemand da. Aber natürlich, ich weiss es, du darfst nicht kommen. Leider ist es so. Aber ich habe noch etwas, und zwar, wenn wir in der Bibel schauen, dann können wir wissen, oder dann sehen wir dort, dass Gott uns, oder dass Gott seine Kinder eben nie alleine lässt. Also wer an Gott glaubt, wer ihn hat, der ist nie allein. Auch wenn er meint, er ist alleine. Nein, wer an Gott glaubt, hat ihn, hat seinen Geist im Herzen hinein. Und er ist nie alleine. Und das ist das Wunderbare, was wir wissen dürfen. Und auch der Paulus, der hat das gewusst. Aber der Paulus, die Geschichte ist ja jetzt eigentlich vorbei. Und den möchten wir verlassen. Er war noch in Rom. Aber wir gehen jetzt zurück von Rom, wieder auf Jerusalem. Da im Hintergrund siehst du die Stadt Jerusalem. Wir gehen wieder dorthin. Und wir gehen nicht nur also geografisch jetzt, also von Rom auf Jerusalem zurück, sondern wir gehen auch viele, viele Jahre zurück. Also zeitlich gehen wir auch zurück. Viele 100 Jahre gehen wir retour. Viel vor dem Paulus, auch bevor Jesus geboren ist. Und sind da wieder eben in Jerusalem im Land Israel. Und auch viele 100 Jahre vorher hat es schon viele Menschen gegeben, die haben auch an den lebendigen Gott geglaubt. An den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. An den Gott, der schon immer war und der auch immer wird bleiben. Sie haben daran geglaubt, sie haben ihn als König und Herr gehabt. Der gute, wunderbare und heilige Gott. Ja, und er war es ja auch, der das Volk Israel ausgewählt hat, als sein Volk, als Gottes Volk. Und trotzdem aber hat es viele Menschen gegeben, die haben den Gott vergessen. Und nicht einfach nur das Volk hat Gott vergessen, sondern angefangen nämlich bei den Königen. Viele Könige, die nicht mehr auf ihn gehört haben, die das Gefühl hatten, sie sind selber die guten Könige, sie sind selber stark und haben nur auf sich gehört und nicht mehr auf den lebendigen Gott. Einer von diesen Königen war der Joachim. Auch er hat nichts von Gott wissen. Hat auf sich selber oder auf andere Götter vertraut. Und war auch immer wieder in Kriege verwickelt gewesen. Immer wieder ausgezogen, hat gegen andere Länder Krieg geführt. Oder auch andere Länder gegen ihn. Und einmal war es genauso wie gewesen. Ein anderes Volk war wieder vor den Toren von Jerusalem und hat die Stadt belagert. Und das war nicht irgendjemand, sondern es war der grosse, bekannte, starke, mächtige König Nebukadnezar. Er wollte gegen Jerusalem Krieg führen. Er wollte die Stadt einnehmen. Und die Israeliten, die haben gewusst, der bekannte König, der ist mächtig. Sie haben Angst bekommen. Was sollen wir machen? Sie haben zittert. Nein, Hilfe! Und es ist nicht lang gegangen. Da brechen die feindlichen Soldaten, die grosse Armee, brechen das Tor ein und stürmen ihre Stadt ein, nehmen einen Haufen Israeliten gefangen und nehmen so die Stadt ein. Der König Nebukadnezar befiehlt dann, geht in den Tempel von ihrem Gott und nehmt all die schönen Sachen, die Gegenstände, nehmt sie raus, die nehmen wir gerade zu uns heim, das nehmen wir alles mit. So hat er es befohlen gehabt. Alles, was er findet, nehmt es mit. Und dann haben sie die Gefangenen gepackt und aus der Stadt rausgeschleppt und sind so wieder richtig ihres Zuhause, richtig Babel gezogen. Ja, und Nebukadnezar mit seinen Soldaten hat also die weite Reise jetzt gemacht und vor allem eben allen Gefangenen und ist zu sich heimgegangen, in sein Land zurückgegangen. In die Stadt Babel. Babel war eine Weltstadt, riesengroß und pompös, alles hat es dort gehabt. Wir stehen jetzt hier auch vor einem speziellen Gebäude. Sieht auch wunderschön aus, ist aber nicht Babel, sondern es ist Zionshalle, das ist unser Gemeindegebäude, wo wir ja einmal auch Sonntagsschule haben. Aber eben, Babel, das ist noch viel grösser gewesen. Das ist die Weltstadt dort mal. Und das hat alles gehabt dort eigentlich. Und dort sind sie also hergekommen. Und vermutlich hat der Nebukadnezar gedacht, hat das Gefühl gehabt, er ist der Größte, er ist der Mächtigste, er ist stärker als der Gott von diesen Israeliten. Und wir können uns fragen, ja, ist das wirklich so? Wo ist denn jetzt
der Gott von den Israeliten, hat er sie auch vergessen? Oder hat er einfach nicht helfen können? Ist er vielleicht eben gleich nicht so mächtig? Vielleicht hast du das in deinem Leben auch schon gedacht. Vielleicht hast du auch schon das Gefühl gehabt, dass Gott dir nicht geholfen hat. Aber dann überleg zuerst einmal, hat er wirklich nicht geholfen? Oder hat er einfach anders geholfen, als du gedacht hast? Oder, anders könnte man auch sagen, hast du mit ihm überhaupt geredet? Hast du ihm vertraut? Hast du ihn um Hilfe gebeten? Und das immer wieder. Gott hat den Israeliten nicht geholfen, weil sie, wenn ich es schon gesagt habe, weil sie ihn vergessen haben. Weil sie überhaupt nicht mehr an ihn geglaubt haben. Dann zieht sich Gott auch zurück und lässt sie halt machen. Darum hat er das zugelassen, dass das so passiert ist, dass sie jetzt verschleppt worden sind. Aber Gott hat es trotzdem gesehen. Er ist trotzdem da. Und auch wenn du manchmal vielleicht das Gefühl hast, Gott ist nicht da, er ist da. Er ist immer bei seinen Kindern, er verlässt sie nicht. Die Israeliten sind jetzt also, oder viele Israeliten sind dort in der Gefangenschaft jetzt gewesen, aber interessant ist noch, er hat sie nicht einfach alle gerade eingesperrt, sondern er hat etwas Bestimmtes vorgehabt. Und zwar hat er seinem obersten Diener, am Aschpenas, befohlen: Aschpenas, bring mir von diesen Israeliten, bring mir ein paar junge Männer zu mir. Ich will sie als Diener haben bei mir. Und zwar müssen sie Folgendes haben. Sie müssen kräftig sein, Muckis haben, sie müssen gut aussehen und sie müssen auch gescheit sein. Bring die zu mir und dann werden sie da 3 Jahre lang eine Ausbildung haben. Alles lernen von uns. Die Sprache und alles drum und dran müssen sie lernen. Und was auch noch ist, sie dürfen oder sie müssen, damit sie auch kräftig werden, das beste Essen bekommen und trinken. Und zwar genau das Gleiche, was ich selber auch habe. Das soll mit ihnen geschehen. Gang und bring mir die Leute und dann werden wir mit ihnen die Ausbildung machen, damit ich wieder neue Diener habe. Der Aschpenas geht sofort zu den Israeliten und sucht ein paar geeignete Leute aus, so junge Männer aus. Wie viele Personen das der Aschpenas geholt hat, das wissen wir nicht. Aber in der Bibel da steht ist von 4 Männern geschrieben. Und zwar hat er geholt den Daniel, den Hanania, den Michael und den Asaria. Und das Problem aber ist dann vom Aschpenas, dass die Namen nämlich an Gott von Israel erinnern. Und das hat ihm ja gar nicht gepasst. Und darum hat er denen einfach gerade neue Namen gegeben. Und das muss ich jetzt hier schnell nachlesen. Und zwar, der Daniel, der hat neu nachher Belsazar geheissen. Der Hanania hat neu Sadrach geheissen. Der Misael Mesach und der Asaria Abednego. Und das sind natürlich Namen von ihren Göttern. Und so hat er ihnen einfach so gesagt von jetzt an. Und heimlich hat er vielleicht auch gehofft, dass sie ihren Gott nämlich dann eben vergessen. Und eben so werden wie die in Babylon. Aber er hat sich dort ein bisschen getauscht. Und zwar hat der Daniel sich nämlich nicht so leicht abbringen lassen von seinem Gott. Weil er ist einer von denen, der wirklich an den lebendigen Gott, an den biblischen Gott geglaubt hat. Und auch seine Freunde. Und sie haben sich entschieden, dem Gott zu folgen, egal was passiert. Und das ist eine Entscheidung, die zählt hat. Für sie, für das ganze Leben, das für dich und mich zählen kann. Für den lebendigen Gott sich zu entscheiden. Sie haben gewusst, dass er der einzige Gott, der wahre Gott ist. Und nicht irgend so etwas. Sondern nur der Gott, der sie gemacht hat, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist klar gewesen. Und das ist der Gott, der eben schon immer war, weil er ja Himmel und Erde gemacht hat. Das war er ganz vom Anfang gewesen. Aber er war hier schon immer gewesen. Er hat keinen Anfang. Und er wird auch immer sein. Er hat kein Ende. Und was auch noch ist, der Gott, der bleibt immer der gleiche. Also das ist der gleiche Gott von Daniel, von Paulus und der Gott, den wir auch heute haben, der in der Bibel beschrieben ist. Das ist der gleiche Gott. Er ändert sich nicht. Und das lesen wir da hinten in einer Stelle, so wunderbar heißt es dort. Und zwar in Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Und dort steht, zwar von Jesus Christus, aber Jesus ist ja auch Gott. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also er ist immer der gleiche. Er ändert sich nicht.
Und an dem Gott hat der Daniel und seine Freunde also wirklich festgehalten. Und weil das so ist, kannst du und ich, können auch wir an ihm festhalten. Er ist wie ein Fels, wie eine Burg oder noch mächtiger als ein Schloss. Er ist eine Sicherheit. Ganz anders als die Corona-Regeln, die jetzt momentan sind, wo wir nicht wissen, wo so vieles unsicher ist, wo heute das gesagt wird und morgen etwas ganz anderes. Gott sagt immer das Gleiche. Er ist immer der Gleiche und darum können wir uns auf ihn ganz verlassen. Und der Daniel und seine Freunde haben genau das gewusst. Jetzt muss ich schnell etwas holen. Weißt du, was das bedeutet? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wir machen im Herbst ein Kinderlager und wenn die Glocke kommt, dann bedeutet das immer, es ist Essenszeit. Und genau das war jetzt beim Daniel und seinen Freunden auch. Essenszeit. Und kannst du dich erinnern? Sie kommen das beste Essen über. Das gleiche Essen, das der König auch überkommt. Aber der Daniel, der sieht irgendwie gar nicht glücklich aus. Die Freunde fragen ihn, Daniel, was ist mit dir los? Es gibt ja so feines Essen. Aber der Daniel sagt ihnen, nein, das geht nicht, das ist nicht richtig, das dürfen wir nicht. Wir dürfen das Fleisch und das Essen nicht zu uns nehmen. Weil das ist Fleisch, das für Götter ist, von ihnen. Das dürfen wir nicht. Und die Freunde haben ihm auch gesagt, ja stimmt, du hast recht. Daniel, du hast recht, aber was sollen wir denn machen? Wir können ja nicht verhungern. Irgendetwas müssen wir ja essen. Der Daniel hat aber schon eine Idee gehabt. Er ist aufgestanden, ist zum Aspenas gegangen. Und er hat ihm gesagt, Aspenas, ich und meine 3 Freunde, wir möchten das Essen nicht essen. Beziehungsweise unser Gott hat es uns verboten. Können wir nicht etwas anderes essen? Bitte mach doch das. Und in der Bibel steht nachher, wie Gott wunderbar, gnädig und barmherzig ist mit dem Daniel und seinen Freunden. Ja, er hat ihnen geholfen, dass der Aspenas Verständnis hat für das. Und das zeigt, dass ihr Gott eben auch in Babylon ist. Dass er nicht nur in Israel geblieben ist, sondern dass er auch in Babylon mitgekommen ist. Ja, er ist immer bei seinen Freunden oder bei seinen Kindern. Er lässt sie nie allein. Er sieht alle, die auf ihn vertrauen. Und trotzdem lesen wir aber in der Bibel, dass der Aspenas sagt, weisst du, Daniel, ich habe Angst vor dem König, weil er hat befohlen, was ihr sollt essen. Und wenn er jetzt nachher sieht, dass du und deine Freunde, dass ihr schwächer sind und nicht so gut aussehen, und dass er erfährt, dass ich euch etwas anderes gegeben habe, dann werde ich sterben. Vor dem habe ich schon Angst. Aber der Daniel gibt nicht auf. Er bittet den Diener, der ihm manchmal das Essen bringt, hey, Diener, komm, können wir nicht einen Versuch machen? Und zwar gibst du uns 10 Tage, für 10 Tage nur Gemüse und Wasser. Und nach diesen 10 Tagen schauen wir ihn. Und wenn wir schlechter aussehen, dann werden wir auch das Essen nehmen. Wenn wir aber besser aussehen, dann können wir doch immer Gemüse und Wasser zu uns nehmen. Ja, nur Gemüse und Wasser. Stell dir mal vor, kein Fleisch, das feine Fleisch, wenn ich so denke, so ein feines Cordon Bleu. Da läuft mir gerade der Speiz im Mund zusammen. Auf das verzichten und nur Gemüse und Wasser essen? Oder nein? Ich weiss nicht so recht. Aber ich bin froh, leben wir nicht mehr zu dieser Zeit vom Daniel, weil das hat hier ist ein Gebot für die Israeliten, das heute so eigentlich nicht mehr gilt. Wir dürfen zum Glück Fleisch essen. So, ich habe hier eine Tafel und da haben wir verschiedene Sachen drauf. Und zwar haben wir da, wie du siehst, eben Gemüse drauf. Jetzt, wenn wir da mal ein bisschen anschauen, welches Gemüse hast du echt gern? Da bin ich jetzt noch gespannt. Also, Herdöpfel, geht das andere Gemüse? In dem Fall. Herdöpfel sind natürlich sehr fein, die liebe ich. Mais, ja, das ist auch nicht schlecht. Kürbis, da gibt es so feine Kürbissuppe, die ist wirklich gut. Und dann noch ein bisschen Matschi drin, super. Was haben wir denn da noch? Blumenkohl. Blumenkohl. Ich kann sagen, Blumenkohl, das ist das absolute beste Gemüse für mich. Blumenkohl, so richtig fein gekocht und so schöne weiße Soße drüber, die ist richtig sensationell. Aber wenn ihr da weiter schaut, Peperoni, ja,
Die lasse ich lieber dir, die darfst du essen. Was hat es noch? Tomaten, ja, so ein feiner Tomatensalat mit Mozzarella, das ist auch gut. Ja, ich weiss nicht, was du alles gerne hast, was du alles magst. Wenn du jetzt da wärst, könnten wir zusammen als Memory spielen mit den verschiedenen Gemüsen. Machen wir jetzt nicht. Wir fahren weiter. Eben beim Daniel und seine Freunde, sie haben, ich weiss nicht welches Gemüse, aber sie haben 10 Tage lang also nur Gemüse gegessen und Wasser getrunken. Und was ist passiert? Das werden wir nachher sehen. Jedenfalls war es sehr mutig, was sie vorgehabt haben, was sie da geplant haben. Aber sie haben genau gewusst, dass Gott ihnen hilft. Dass sie wirklich ihm vertrauen und einfach machen wollen, was Gott gesagt hat. Und dann hilft er auch. Ja, er ist da. Er hilft allen, die ihm vertrauen. Und er möchte, dass du vertrauen kannst. Und darum ist es wichtig auch, dass du ihn immer besser kennenlernst. Damit du ihm gut vertrauen kannst. Und wie kannst du ihn besser kennenlernen? Indem du viel Zeit mit ihm verbringst, indem du in der Bibel liest, mit ihm reden tust, also beten tust. So können wir immer mehr wissen, wie das er ist und wer das auch er ist. Und das können wir immer und überall tun. Ich muss nicht an einen speziellen Ort her, um in der Bibel zu lesen oder zum Beten, wie da in der Gemeinde. Nein, ich kann das immer und überall tun. Gott hört mich und er ist ja überall auch da. Ja, was wird also passieren mit dem Daniel und seinen Freunden, wenn sie nur Gemüse nehmen und Wasser trinken? Und tatsächlich, wo die 10 Tage vorbei waren, da hat der Diener geschaut. Und was hat er gesehen? Er hat gesehen, dass die 4 viel kräftiger waren, viel besser ausgesehen haben. Also richtig gesund waren. Das war jetzt nicht nur wegen Gemüse, sondern weil Gott das gewirkt hat. Eben, es heisst da, dass Gott an Daniel und seine Freunde Gnade und Barmherzigkeit gegeben hat. Gott hat das gemacht, er hat das gewirkt. Und das heisst, sie haben weiterhin Gemüse essen und Wasser trinken und haben sich so an Gottes Gebot halten. Sie haben nicht müssen das Götterfleisch essen. Ja, und noch viel mehr. Gott hat ihnen noch viel mehr geholfen. Gott hat ihnen noch Weisheit geschenkt. Er hat gemacht, dass sie gescheit geworden sind, dass sie einfach alles gewusst haben, über alles Bescheid gewusst haben. Es steht sogar geschrieben, dass der Daniel Träume erklären konnte. Etwas, was sonst kein Mensch kann. Aber Gott weiß es. Und er hat das gemacht, dass das der Daniel gewusst hat. Am Ende der Ausbildung ist es dann aber nochmal ganz spannend geworden. Und zwar haben sie nämlich vor den König kommen. Der König wollte wissen, was haben jetzt all die jungen Männer gelernt. So eine Art Test, eine Prüfung, Schlussprüfung hat es gegeben. Einer nach dem anderen ist vor den König getreten und er hat da geschaut, was sie alles können. Und was hat er gesehen? Er hat gesehen von Daniel und seinen Freunden, dass sie einfach viel besser, viel gescheiter als alle anderen waren. Kräftiger, schöner und er war so begeistert von ihnen. Er hat sie gerade bei sich am Königshof eingestellt. Das sind meine neuen persönlichen Diener. Und wenn er Hilfe gebraucht hat, wenn er einen Rat gebraucht hat, hat er immer sie geholt, hat sie geholt. Ja, Gott ist wirklich wunderbar und gross, wenn er Daniel und seinen Freunden einfach geholfen hat, in dieser Gefangenschaft. Und eben, das Beste, ich sage es nochmal, das Beste ist, der Gott ist immer noch der gleiche. Der Gott von der Bibel, der Gott, den auch wir daran glauben können, der dich und mich gemacht hat. Er ist immer noch der gleiche. Weisst du noch, der Vers hinten aus Hebräer? Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für alle Ewigkeit. Er ist und bleibt der gleiche und lässt seine Kinder nie allein. Wir doch gerne beten. Herr, wir danken dir, dass das wirklich so ist, dass du der gleiche bist für immer und ewig. Und dass auch wir den gleichen Gott dürfen haben wie der Daniel, wie der Paulus. Und dürfen zu dir reden, zu dir dürfen beten, mit dir dürfen Gemeinschaft haben. Wir danken dir von Herzen. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, und dann möchten wir jetzt auch miteinander ein Lied singen, wo es auch genau um das geht. Gott lässt seine Kinder nie allein. Oder das Lied genau heisst, ich bin nicht allein. Yeah.
Es ist so schön zu wissen, dass ich nie allein bin. Gott ist immer nämlich da, immer mit mir. Und damit du auch das nicht vergessen tust, habe ich dir mal etwas speziell bastelt. Und zwar, ich habe für dich da ein T-Set. Das Bild, das du hier siehst, findest du am Schluss von der Sendung und du kannst das dort ausdrucken. Wenn du kannst dich heim, du kannst das sogar in einer A3 vergrößern, also so, dass das ganze Bild ist, und du kannst das anmalen, so nach Lust und Laune. Und das kann dir immer erinnern, dass Gott immer da ist. Ich habe das laminiert und ich brauche das als T-Shirt, wenn ich mir zum Morgen esse. Dafür habe ich auch einen Teller genommen und mit porzellanfarbenen Porzellanstiften verziert und geschrieben, Gott ist immer da, damit ich das nicht vergessen tue. Du kannst dafür anstatt den Teller ein Schäleli nehmen, wenn du Müsli isst am Morgen, oder eine Tasse. Du kannst das farbig machen. Ganz wichtig ist einfach, dass du Porzellanstifte brauchst und du musst das in den Backofen einfach so für eine halbe Stunde rein tun, damit es wirklich der Farbe kann bleiben. Ich habe einen Teller gemacht, weil ich tue heute das Geschenk von der Guis drauf. Das siehst du da. Das ist so die Küchli. Das passt sehr gut bei den Teller oben. Aber damit du das kannst, gewinnen musst du wissen, was natürlich die Fragen sind. Und da muss ich den Nathalie und den Noemi wieder fragen. Und die Iri. Hey, ja, Kinder, wir haben natürlich wieder 3 Fragen für euch vorbereitet. Und fangen wir gerade an mit der ersten Frage. Die heisst: Der Daniel und seine Freunde sind verschleppt worden. Was war trotz allem ihr Herzensanliegen? Antwort A: Dass sie weiter dem lebendigen Gott vertrauen können und ihm treu sein können. Antwort B: Dass sie ihre Heimat Jerusalem nie vergessen. Und Antwort C: Dass sie sich dort, wo sie gefangen sind, ganz schnell wohlfühlen. Die zweite Frage ist, warum erlaubt der Aufseher Daniel und seinen Freunden, dass sie anderes Essen bekommen? Antwort A: Weil er Angst hat vor dem Daniel und seinen Freunden. Die Antwort B: Weil Gott mit dem Daniel und seinen Freunden gnädig und barmherzig war. Oder die Antwort C: Weil er selber anderes Essen wollte. Und die dritte Frage ist, was hat der König am Ende der Ausbildung bemerkt? Die Antwort A: Der Daniel und seine Freunde sind wegen dem Gemüse, das sie gegessen haben, ein bisschen abgemagert gewesen. Die Antwort B: Der Daniel und seine Freunde sind viel klüger oder schlauer als alle anderen. Oder die Antwort C: Der Daniel und seine Freunde haben die babylonische Sprache immer noch nicht können. Genau, das Quiz könnt ihr wie immer ausfüllen. Ihr seht nachher den Link, ihr könnt es auch anklicken. Und der Gewinner kommt das mal die feinen Schockierungen rüber. Ja, und letztes Mal haben wir gesehen, dass der Knüsli auch verschleppt worden ist. Wir haben keine Ahnung, wo an, wir haben keine Ahnung, wie es ihm geht. Und darum würden wir sagen, schauen wir doch gerade, was er so macht. Jetzt bringe ich die Knüsli in meine geheime Keksfabrik. Ich habe den von der Rainer übernommen und jetzt bringe ich ihn in meine Fabrik der Keks. Und da muss er schuften und Kekse backen und der böse kleine Knüslimann. Das wollte ich nie mehr haben. Gnüsli backt für le Professeur, seine neue Chef, einen Keks. So, bitte verließe mit der Gnüsli. Luis, komm! Und denk dran, wenn du wieder mal machst eine dumme Bewegung oder was, dann gibt's auch, ja? So. So, Knüsli, jetzt musst du durch die Öhren weg. Komm schon, durch die Öhren weg. Merci Albert. So, rein mit diesem Stück Knüsli. So, ich spring dich in mein tiefstes Verlies. So, rein mit dich.
Sappelott. Jetzt hat mich der Professor wirklich gefangen. Aber wo bin ich da? Hey. Wo bin ich da? Ja. Hallo, wer bist denn du? Ich kann dich, glaube ich, vom Fernsehen. Du kannst... Ja. Du bist doch der Praktikant vom Geschwind. Ich bin am Geschwind sein Chef. Ich bin der weltberühmte Doktorprofessor Alois Knüsli. Ja. Und ich bin der Chef vom Geschwind. Der hilft mir nur am meisten. Ich bin ganz so durcheinander. Ich bin eben der Bekannte. Aber wer bist denn du? Ich bin der Kurt. Ja, ich bin noch so durcheinander. Einwein. Ich bin der... Darf ich die Küde sagen? Ja, sicher. Ja, freut mich. Kannst du mir Alois sagen? Alois. Freut mich. Freut mich Küde. auch. Ja, Ich bin schon Jahre da rein. 10 Jahre seit etwa. 10 Jahre? Ja. Ui. Aber wieso dann? Wahnsinnig. Ja, es war so, ich bin ja der Lieblingsbäck vom Herrn Professor. Aha. Auch die besten Guss, sie sind Weltklasse, wenn nicht gigantisch. Ja, und dann? Dann ist es passiert. Ich habe die besten Gutzli gemacht. Du, es schmeckt ja immer gut, wenn der Kurt wacht. Oh, Herr Professor! Salut Kurt, Hallo! mein Freund, mein Ami! Etwas ganz Besonderes heute. Was denn ist Neue Gutzli nach einer neuen Rezeptur. Neue Keks für den Professor? Ja, Was ist denn für ein Rezept? Darfst du mir das ja sagen? sicher. Schweizer Bienenhonig. Wow. Verfeinert mit feinen Baumnüssen. Gut für den Hirn. Oh, Aber sag warte, Ihnen. ich habe nicht ganz verstanden. Schweizer Honig. Honig, ja. Also Honig von einem Schweizer. Bienenli, ja. Ich gefangen. Ja. Also den Honig oder die Bienen? Beides. Oh, ja. Gut, du warst schon immer mein, wie soll ich sagen, mon meilleur Oh, Boulanger. danke. Mein Lieblingsbäcker. Oui, oui, oui. Danke schön, Darf ich Herr Professor. probieren? Ja, sicher, sicher. Merci, merci. Bitte, bitte, bitte. Aber was ist denn das? Das Weiße da. Alles gut? Ja, die Kekse riechen gut, ja, aber da sind Aare drinnen. Ja. Aare von deinem Kopf. Nein, nein. Ich habe fast kein Haar mehr. Nein. Aber die sind weiß. Die sind von dir. Meine sind schön grau. Gut. Nein, nein, Das nein. ist etwas, das ich nicht kann akzeptieren. Nein, nein, nein. Die 3 Wochen gerade erst gewaschen, also. Ja, aber du musst nicht waschen über den Teig von den Keks. Es ist alles voll Aar und ich kann nichts essen. Oh Gut, nein. du warst mein Lieblingsbäcker, aber das hat Konsequenzen für dich. Garçon, Nein. gut. Probier doch Du gleich wirst eins. gefangen Nein. und kommst in meine Nein. Fabrik von Nein. den Keks. Bitte nicht. Nein. Herr Professor, nein, nein. Mach dich weg vom Acker, du schlechter Aarebacker. Und er kommt jetzt in meine Fabrik von den Keks, bis die alle Aare aus seinem Kopf weggefallen sind. Ja, so war es. gewesen. Ui, nein. Das ist unglaublich. Ja, und was musst du jetzt da machen? Weißt du, Ja. ich bin jetzt ja ziemlich neu da sozusagen. Hä? Also das ist jetzt meine Gutzli-Maschine. Du siehst, das ist eine riesige Teigmaschine. Ui, nein. Von da oben Kommt jetzt Mehl rein? kommt alles hier genau. Und ich arbeite jetzt auch nicht mehr mit Schweizer Bienen. Das nehme ich chinesische. Ui. Ui. Kommt besser. Ja, Hast du die von der Corona GmbH gekauft? ja importiert. Ui, Ja. nein. Aber weißt du, ich habe jetzt nicht wirklich Lust zum Gutzli zu machen, aber du musst dir keine Sorgen machen, weil ich habe ja meinen Kollegen, den Heidi Geschwind, der holt uns da raus. Das wäre ja mega. Ruckzuck sind wir da weg und nachher lassen wir das Maschinenli da. Das wäre super. Ich habe so viel mal schon versucht anzuhauen, aber Ja. keine Chance. Ich sage, mit meinem gescheiten Verstand und dem Geschwind seiner Anwesenheit schaffen wir das schon. Oh, ich bin so verkotzt. Keine Sorge, wir sind da bald weg. Gut, Irina, machst du dann den Schluss? Du hast dich von den Kindern verabschieden und nochmal schnell mit dem Knüssel. Okay. Ja, das war die Geschichte vom Knüssli. Tschüss zusammen. Also, wir haben gedacht, vielleicht ein bisschen länger. Also, weißt du, das Kind nochmal vom Knüssli. Weißt, eigentlich sagen wir so, hey Kinder, mega schön, dass ihr da gewesen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit der Geschichte vom Knüssli. Schaut doch unbedingt nächste Woche wieder ein. Wir wollen auch schauen, wie es am Geschwind so geht, ob er vorwärts kommt mit Trainieren oder ob er immer noch da ist. Darum freuen wir uns, euch nächste Woche zu sehen. Wie sagen wir so etwas, weißt du? Wir können es alle zusammen machen. Ist gut. Okay. Okay. Gut. Hey Kinder, bis nächste Woche. Bis Ciao dann. zusammen.
wir gehen nicht nur also geografisch jetzt, also von Rom auf Jerusalem zurück, sondern wir gehen auch viele, viele Jahre zurück. Also zeitlich gehen wir auch zurück. Viele hundert Jahre gehen wir retour. Und das war nicht irgendjemand, sondern es ist der grosse, bekannte, starke, mächtige König Nebukadnezar. Er wollte gegen Jerusalem Krieg führen. Er wollte die Stadt rein. Und dann haben sie die Gefangenen gepackt und aus der Stadt rausgeschleppt und sind so wieder Richtung ihres Zuhause, Richtung Babel gezogen. Ja, und Nebukadnezar mit seinen Soldaten hat also die weite Reise jetzt gemacht und vor allem eben allen Gefangenen und ist zu sich heimgegangen, in sein Land zurückgegangen. In die Stadt Babel. Babel war Weltstadt, riesengroß und pompös, alles hat es dort gehabt. Bring mir von diesen Israeliten, bring mir ein paar junge Männer zu mir. Ich will sie als Diener haben bei mir. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also er ist immer der gleiche. Er ändert sich nicht. Aber der Daniel, der sieht irgendwie gar nicht glücklich aus. Nein, das geht nicht. Das ist nicht richtig. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen das Fleisch und das Essen nicht zu uns nehmen. Ich und meine 3 Freunde, wir möchten das Essen nicht essen. Beziehungsweise unser Gott hat es uns verboten. Und das heisst, sie haben dann weiterhin Gemüse essen und Wasser trinken und haben sich so an Gottes Gebot halten. Er hat gesehen von Daniel und seinen Freunden, dass sie einfach viel besser, viel gescheiter als alle anderen waren. Kräftiger, schöner und er war so begeistert von ihnen. Er hat sie gerade bei sich am Königshof eingestellt.